Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig und hier wird ja schon automatisch gespeichert, das heißt, da kommt jetzt gleich was richtig Wiechtes. Ja, hinter uns ist schon was. Ja natürlich, jetzt kommt die ganze eklige Spinne wieder aus ihrem Netz gekrochen. So. Gut, dass sich kein Schwein auf das konzentriert, was da rumrennt. So, fahren wir doch gleich mal auf. Boah, das sieht doch gut aus. Okay. Dann können wir jetzt auch den Stufeaufstieg durchziehen. Und wir geben uns ein bisschen mehr Konsti, ein bisschen mehr Geschicklichkeit und ein bisschen mehr Willenskraft. Dann Blutkontrolle, das ist halt ziemlich geil. Inferno ist halt auch mega genauso wie Erdbeben. Aber das ist eigentlich ziemlich geil hier. Blutkontrolle. Der Blutmagier übernimmt gewaltsam die Kontrolle über das Blut seines Ziels und macht es somit zu seinem Verbündeten, wenn es bei einer Prüfung seiner mentalen Widerstandskraft scheitert. Gelingt es dem Ziel, dem Zauber zu widerstehen, nimmt es durch die Manipulation seines Blutes schweren Schaden. Wesen ohne Blut sind immun. Das ist halt der geilste Zauber der Blutmagie. Muss man einfach mal wirklich so sagen. Das ist das, weswegen man überhaupt eigentlich Blutmagier skillt, ne? Kann ich euch gleich mal zeigen. Wir machen gleich mal Blutmagie und probieren es mal bei dem Blutcontroller. On. Ne, der nimmt einfach nur Schade wie Sau anscheinend, ne? Blutende Wunde, ne? Wir sind zu wenig im Umkreis. Okay, ja? Ne, wollte gerade sagen, ne, es ist nur Stan. Okay, ja gut, das hat jetzt bei dem leider nicht so funktioniert. Wäre halt schwer gewesen, wenn wir uns den Knetkopf noch als Verbündeter hätten holen können, weil nochmal ein zusätzlicher Magier kann nie schaden. Ja, da ist wieder so ein Genlock-Gesandter. Warte mal. Probieren es doch gleich noch einmal. Und probieren wir gleich mal blutende Wunde. Du heilst mal Stan. Und dann probieren wir nochmal hier die Blutkontrolle auf den. Jetzt gehört er uns. Sehr schön. Okay. Ich muss geheilt werden. Wenn möglich, bitte mich Heiler. So. Okay, der gehört jetzt lustigerweise uns, wie gesagt. Und jetzt gehört er uns Nimi. Okay. So. Also es kann auf jeden Fall ganz praktisch sein, sich dann im Kampf mal so einen Verbündeten zu ziehen. Aber hier in dem Bereich ist es eher etwas weniger erfolgversprechend. Ich wollte es euch einfach mal gezeigt haben, wie das funktioniert. Was ist denn das hier? Prankas Tagebuch, der Amboss der Lehrer. Verderbte Spinnenkönigin Igitt. Okay. Du bleibst. Eklige Spinnekönigin. So, vor der Kettenblitz können wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Du heilst mal das Seppel. Und dann geht's weiter hier auf das Vieh. Es hat sich wieder verzogen, du kommst wieder. Und jetzt ist es dort drüber. So,
So, jetzt liegt es erstmal eine Weilchen. Da kommen noch 2 andere verdorbene Spinner. 3 sogar. Und da ist noch eine. So. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Königin? Da ist die Königin. Und das war die Königin. Oh, jetzt sind die Kinder aber stinkig. Das sollte ich vielleicht nochmal Stan Heiler. Selber nochmal auf Blutmagie switchen. Und dann nochmal druffende Wetter. So, weil wenn mein Mana leer ist, bleibt mir ja nichts anderes übrig, ne? Als mit meinem eigenen Blut zu zaubern. So, wieder raus aus der Blutmagie. Und dann ist noch die verderbte Spinnekönigin zum Flattern da. Sie hat Blutlinie aus Silberit, ist aber Einhandwaffe, ne? Mhm. Seidene Webhandschuhe plus 20% Naturschaden. Und 2 Gold und 63 Silber. Das erinnert mich noch an was. Ich wollte doch nochmal gucken, was ich derzeit habe. Feuerresistenz plus 10% auf erhaltene heilende Effekte. Ist was? Ups. Gürtel des Zerstörers. Wir machen das so. Und Morrigan kriegt dafür desto, ja, verringert Feindseligkeit plus 10 auf heilende Effekte. So, machen wir das so. Mhm. Ich denke, damit können wir ganz gut leben. Ja, da geht es nochmal irgendwo hier, aber wir gucken erst einmal, dass wir hier nochmal alles abstauben, was hier rumliegt. Ja, Geisterkristalle und so weiter und so fort. Oh, ein Kokon ist auch noch flatterbar. Schmiedeherz, 20% Feuerresistenz und -1 Geschicklichkeit. Okay. Da können wir gleich mal die Truhe öffnen. Lederhandschuhe eines Staubfressers. Ja, okay, für 5 EP. Das war ja mit dem halboffenen Schloss noch. Und der Soldatenhelm. Okay, Brankas Tagebuch. Gucken wir uns mal an. Das sieht aus wie ein Tagebuch. Es ist beschädigt, aber noch benutzbar. Als du die staubtrockenen Seiten durchblätterst, erregt der Text deine Aufmerksamkeit. Wir haben heute Beweise gefunden, dass der Amboss der Leere nicht im Ortanteig hergestellt wurde. Wir gehen nach Süden, zu den Todesgräben. Der Amboss muss sich irgendwo jenseits davon befinden. Meine Soldaten erklären mich für verrückt, weil die Todesgräben voller dunkler Brut sind und wir bestimmt sterben, bevor wir den Amboss finden. Falls wir ihn finden. Ich lasse das hier für den Fall, dass sie recht behalten. Wenn ich in den Gräben sterbe, kann dennoch jemand an meiner Leiche vorbei weitermarschieren und den Amboss zurückholen. Denn wenn er verloren bleibt, sind wir es auch. Wenn ich nicht zurückgekehrt bin und Ogren noch lebt, so sagt ihm, nein, was ich ihm zu sagen habe, ist nur für seine Ohren bestimmt. Das ist mein Abschiedsgruß. Okay. Also entweder lebt sie noch und ist verrückt, oder sie ist gestorben, als sie den Amboss gesucht hat. Auf jeden Fall haben wir mal ein paar Aufzeichnungen. Das ist nie verkehrt, sowas. Warte mal, halte mal eine Gaula. Da geht's auch noch wo hier. Ah. Die tiefen Wege. Haha. Okay, warte mal. Ach ja, da kommen wir dann einfach hier wieder raus. Ah, hahaha, okay. Gut, Todesgräben. Okay, kapiert. Da müssen wir dann lang. Siehst, wir sollten nochmal aufdecken, was optional ist. Und dann passt das. Okay. Also nochmal da in die Richtung bitte, wenn möglich. Dann schauen wir uns immer gründlich um. Ja, das ist dann hier die Gegend.
Bei mir sind hier von Dokuma, aber... Nee, dann haben wir tatsächlich alles aufgedeckt. Ja. Da geht's ja nirgendwo mehr weiter. Okay. Ja, dann müssen wir halt zu der Todesgräbe. Dann ist alles aufgedeckt hier soweit. Dann geht's direkt weiter dort hier, wo der Amboss sein soll. Aber ist natürlich ein geiles Gimmick, wenn man dann dort mit Golems herstellen kann. Wenn die Zwerge wieder wissen, wie das geht. Das ist immer besser in so einem Krieg mechanischer bzw. Konstruktsoldaten zu verplempern und zu zerstören als menschliche bzw. zwergische Lebewesen. Ui. Die Todesgräben. Alter Falter. Das ist ja schon ein weiter Weg jetzt. Also wieder zurück zu Caradins Kreuzung. Und hier direkt an der Abgrund. Ohne einen Kampf? Nee, natürlich nicht. Ach du Scheiße. Wow. Das ist der Erzdämon. Und da ohne marschiert seine Armee. Krasser Scheiß, im Feind so nah zu sein. Gebiet freigeschaltet, die Todesgräben. Ja, das war der Erzdämon. Und unten im Grabe marschiert die Armee aus dunkler Brut. Krasser Scheiß. Ach, das sind die von der Legion der Toten. Gegen was kämpfen sie? Gegen Darkspawn. Genau, Darkspawn. Die halten hier den Graber. Dann helfen wir doch mal unsere Zwerge-Kumpels. Und rufende Wetter. Okay. Da ist noch was. Und noch ein Alpha. So. War's das? Ne, da kommt noch was. Das scheint wohl der Chef zu sein, ne? Da ist noch ein Genlock. Da kommt noch mal was angerannt. Aber es ist schon ziemlich episch, an so einer Schlachtlinie zu kämpfen für die Zwerge. Und drauf. Dann ist... Ui, das hat Stan umgemoscht. So, das war's jetzt aber vorerst mit Darkspawn, ja. Die kommen wohl doof von hin am Graver. Und ohne müsste man eigentlich auch sehen, wie marschieren, ne? Das, was man in der Sequenz gesehen hat. Uiuiuiui. Echt was? Ups, nee. So, dass jeder was davor hat. Rums, da ging die Pfeife los. Und tropfende Wetter. Müssen wir die Zwerge nicht quer, die NSC. Es wird mal wieder Zeit für Stan geheilt zu werden. Oh,
holen. Ich glaube, das Seppel braucht jetzt auch gerade dringend Heilung. Zu spät. Okay, dann heil halt nochmal Stan. Und ich zwitscher mir noch so einen Chandelium-Trank rein. Damit sich das auch lohnt. So. Zack und drauf. Und nochmal Stan Heiler. Und weiter. Stan pfeift da mal so einen Wundumschlag rein. Und als weiter Heiler und rufende Wetter. Und selber Heiler nicht vergessen. Ja, jetzt kommt die ganze scheiß Bogenschützerie mal dahinter dran. Auch ein Lyrium-Trank. Und drauf. So. Stan Heiler. Gut, damit wird das ganze Viehzeugs erledigt. Und wir können, glaube ich, in Ehre zurückkehren zu deiner dahinter. Was du jetzt allerdings machst, Seppel, ist dir mal eine schwache Verletzungseinrichtung Reibpfeifer. Und dann sollte das wieder gut sein, ja. Okay. Dann kehren wir mal zu der Legionäre zurück, die hier Stellung bezogen haben. Statue. Geschichte von Osama, Kapitel 2. Hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann retten wir doch mal mit dem Kadol. Und der ist Elite und die anderen sind etwas schwererer. Atrasvala, Grey Warden. I've never seen one of your kind in the deep roads. Sieht aus, als wäre der nicht nur von dieser Legion der Toten mit ihrer geschwärzten Rüstung, sondern auch vom Staubviertel ursprünglich. Dennoch klingt ihr nicht überrascht. Ihr wisst, dass ich grauer Wächter bin. Hier werden von dunkler Brut angegriffen. Ihr klingt nicht überrascht. In the Legion of the Dead, we abandon our lives to be free of fear, free of hopeful blindness. Becoming blind is obvious to us. The surprise is not that you have come, but that you have come in so small a number. What do you want here, Warden? Ich bin Emerald und suche nur Verbündete. Ich muss Paragon Branca finden. Ich arbeite für euer nächster König. Ich arbeite für Prinz Belen. Ich muss Paragon Branca finden. Who put this dull idea in your head? We got other things to worry about in Orzammar. Ah, now I see. The Deep Lords in the Assembly can't make up their minds, so the Pretenders need added influence. I get that right? Ungefähr so. Habt ihr dem was Sinnvolles hinzuzufügen? Warden, you got your work cut out for you. Paragon Branca is dead. Everyone with sense knows it. Past our line, the Darkspawn kill everything. Dann verlegt doch eure Linie. I'd gladly lead an assault through the dead trenches, but without an ass in the throne, we have no orders. I won't take fool's gold from a pretender. You want to go digging blind? You go right ahead. Erzählt mir mehr über die Legion der Toten. Ihr solltet euch mehr über die nahende Verderbnis sorgen. Habt ihr je vom Amboss der Leere gehört? Like Dusters, I've heard of respect. Never seen it. And if it exists, it wasn't meant for me. But if you're looking for paragons, you may as well look for the Anvil and Endless Lyrium. Okay, erzählt mir mal mehr über die Legion der Toten. We die in the eyes of our brothers so we can fight without fear. It offers redemption for the promise of the greatest sacrifice. That's all you need to know. To say more invites judgment, or worse, imitation. Okay, ihr solltet euch mehr um die nahende Verderbnis sorgen. Why? The other kingdoms only care when the Darkspawn march in the light. But they are always here, always pushing. Your nightmare is my everyday. Our resolve gives you a rest between blights. Surge on the surface would give us a break. When the time comes, I'll care for a good dwarven reason. Sod the rest. Das stimmt wohl, ja. Leb wohl. Good luck, Grey Warden.
Ja, das ist sowas, was die an der Oberfläche wohl gern vergessen, dass die Zwerge ständig mit Darkspawn zu kämpfen haben. Ui, die wachsen hier aber noch wie die Pilze. Nochmal einmal ummoschen. Was noch steht, Eifrierer. Und der Rest Niedermacher. So, 2 gezielte Zauber und damit hat sich's. Ja, das ist ja nur so Kanonenfutter. Das merkt man schon an der 10 EP. Ja. Die halten die Brücke hin und wir dringen weiter vor. Rums. Und Eifrierer. Und drauf. Dann führen wir halt den Vorstoß. Wenn sich hier keiner traut, machen wir das halt. So, zünden wir sie dann mal an. Okay. Ja, die haben dann auch wieder Zeug zum Flattern. Gut, immer weiter, immer weiter. Wir müssen da noch hin. Oh Gott. Wir sind eigentlich schon praktisch vorm Herz der dunkle Brutarmee. Da machen wir noch einen Sturm. Und ein Ogerhänser auch noch. So eine Scheiße. Ich bräuchte noch Heilung. Okay, da kommt nochmal ein Feuerball hier. Gott, die hat's vernichtet. Stan ist kurz vorweg. Der sollte sich nochmal... Oh, der ist sowieso im Griff vom Oger gerade. Boah, scheiße, der lebt nicht mehr lang. Ja. Okay, er hat's überlebt. Gleich mal ein Feuerball hinterher, ne? Kreischer. Okay. Die leben aber beide Anime lang. Machen wir Heilung auf mich. Nur noch ein paar Darkspawn-Fetze übrig. Alles klar. Puh. Das war ja ganz schön übel, sich hier vorzukämpfen. Aber wir stehen hier fast unmittelbar vor ihrer Kernarmee. Da muss es einem... Ups. Da muss es einem nicht wundern, dass du so viel auf einmal hockt. Tore von Baunama. Okay, das ist dann wohl eine andere Stadt wie Orzammar mal gewesen. Ja, dann nehmen wir auch noch mit. Zerbrochener Stein, Runenstein. Stalatan Negat. Na gut. Da kommen wir nicht rein, wie es aussieht. Noch Baunama. Tore von Baunama, ja. Da kommen wir nicht durch. Aber dann würde ich doch sagen, ihr liebe Leute, da neben sind Wege. Und wir sehen uns einfach übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig, wo wir dann unseren Weg nach Baunama wahrscheinlich einfach so uns freikämpfen müssen. Da geht zumindest mal ein Tunnel rein. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite, auch wenn wir jetzt bei der 25 Minuten schon sind, bla bla bla. Ich will es trotzdem einfach nochmal abgecheckt haben. Sowas kann ich auch mal ruhig einfach nur Rechtsklick machen. Zerbrochene Truhe haben wir hier noch. Weil wenn, dann will ich mich nämlich an auf der richtige Ort, wo wir reingehen, nochmal richtig positionieren. Ah ja, Szene, ne? Das wäre dann etwas blöd gewesen, in der nächsten Episode gleich mal in Richtung Sackgasse zu latschen. Großer Schild der dunklen Brut. Ist zwar Müll, aber nehmen wir mit. Ja, da sieht man es halt. Hier geht es nämlich weiter, egal wie leer die Karte aussieht.
Okay, dann ist das wohl wieder eine lustige Zwergestadt, die verloren ist und von Darkspawn heimgesucht wird. Und wahrscheinlich von danach als eine Art Basis benutzt wird. Okay, die Legion der Tote ist jetzt bis über die Brücke vorgestoßen und hält uns der Rücke frei. Die vernichten dann das Viehzeugs wahrscheinlich. Und ich würde sagen, jetzt endgültig, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Dann geht's Richtung Baunamar und Amboss der Lehrer. Machen's gut, bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.